Welkom naar deze de Evangelium Series video. En mijn hoop is dat even de laatste paar weken je hand kunt deze series doorkomen, dat je een live kopen, dat je vielleicht persoonlijk gecheckt. En dat je hand een diepere verständnis krijgt wat de Evangelium is, wat hij in die deed en hoe we kan in vrijheid en in vrede leven, wils wie raad zijn. Vandaar wil we zijn in de zesde en laatste video in deze series, hoe kunnen we met anderen de Evangelium metdelen. Ik geloof, vele van ons hadden een grotere angst en furcht van de Evangelium met anderen metdelen, als we gaan met iets wat anderen. We kunnen vielleicht van de Evangelium reden, we kunnen van onze Glauben reden, we kunnen van Jezus reden, maar anderen wat al Christen zijn, aber wanneer het komt met zinnen reden wat nog niet Christen zijn. Vielleicht zijn het zinnen wat Dietje zijn, of vielleicht niet Dietje zijn. We hebben een furcht, een angst wat ons even komen deed. En wanneer we weten niet graag wat we zijn zullen, of waar we Jezus zullen metdelen, dan houden we ons terug en doen dat niet zoals we willen. Vielleicht andere, wanneer we aan dit thema denken doen, we denken aan Jezus metdelen met anderen. We denken dan te onszelf, nou dat is de predigt in de arbeid. Dat is te wat we predigen in de kerk gaan. Aber Gott, zijn mission van de kerk, is dat we zullen dingen merken. En wanneer die poort van de kerk bent, dan ben die poort van de mission. En wanneer die poort van de mission bent, dan meint dan dat du kost en die zoals Jezus metdelen met iedere persoon, wat nog niet van Jezus gehoord heeft. In Matthäus kapitel 9, 35 tot 38 zegt es dit. En Jezus ging door alle de steden en dorpen, leerde de scholen en predigt dat Evangelium van God zijn rijk en maakte mensen gezond van alle de verschillende krankheden. En als hij dat volk zag, jammerde hem dat even aan. Wils ze werden verjaagd en hulpeloos en als schop onder een hart. Dan zei hij te zijn jongeren, du is een grote arend, aber du zijt maar weinig arbeiter. Vraag toch den Herrn, dem de arend geheert, dat hij arbeiter schickt en de arend aan te brengen. Ik lees dat Jezus hier in deze vers zijn dat we zijn in de tijd waar de arend groot is. Besonders voor Mennonieten. Ik geloof, God geeft ons nu in gelegenheid om Jezus metdelen met Mennonieten in een weg wat vielleicht voor een lange tijd niet meer is geweest. Der is op dat vele Mennonieten over de ganze wereld Jezus worden aannemen en hem aannemen als Herrn en hem verarmt te leven. En hij vraagt dan alle ons, wie we Jezus aangenomen hebben, om ruitkomen, dat hij ons brengen kan, om de Evangelium metdelen met anderen. So ik wil vandaag een paar dingen metdelen met ons, waar we kunnen deze Evangelium metdelen. Er zijn een paar dingen wat we in denken zullen hebben. Ik geloof, de ondergrond van de Evangelium metdelen met anderen is, we moeten mensen goed zijn. We moeten een leven hebben voor anderen. Dat is dat wat ons drijven zal. In 1 Korinther kapitel 13, 2 en 3 zegt es dit. En wanneer ik een profeten goof had, en wist alle geheimnissen, en had alle erkenntnissen, en had einen Glauben buiten verzaten, en ob niet leibtollig weer, dan weer dat met mij nog niets. Wanneer ik alles wat ik heb, de arme geef en mijn körper handgeef te verbrennen, en de mensen niet koud weer, dan helpt mij dat niet. Ik geloof, dat is het aanvang wat we ernst moeten nemen. We moeten een lijf hebben voor mensen. Wanneer we niet een lijf hebben van hart, dan worden we niet willen, zo te zijn, mensen Jezus vertellen. Maar wanneer we menswaardig aan zijn en doen, uitleihen we worden zijn, wanneer deze persoon niet Jezus aannemen wordt, dan worden die eeuwig verloren gaan. En wanneer ons dan gratis met Jezus weer, ons het jammer dat over die persoon, wanneer we lijf tollig zijn en wanneer we lijf hebben voor die persoon, we willen niet gaan dat hij dat doorgaan. En dan uitleihen wil we Jezus met hem metdelen. Nog een ding wat is wichtig te verstaan is dat we zullen rijden zijn om het Evangelium metdelen. Dit maar niet dat we ons laten uitleren, ten predigen zijn, vielleicht hast du een poort van dat.
aber dass wir ein Verständnis haben, was das Evangelium ist. Wenn wir selbst nicht mehr wissen, was das Evangelium ist, wenn wir nicht mehr selbst verstehen, wo ein Mensch Rat ist, wann wir das kann angenommen, wo wir das gern können, und andere mitteilen. So ist es dann wichtig, dass wir uns reinmerken, dass wir erstlich das Evangelium verstehen und dann zweitens wissen, wo das Evangelium mitteilen. So ist es dann vielleicht fein, dass wir dann even tun, vielleicht mit anderen Christen taub, oder wenn wir uns bis uns selbst sind, vielleicht dort ausschreiben, wo wir wollen Jesus mitteilen mit anderen. Ich glaube, noch ein Ding, was sehr wichtig ist, dann ist, dass wir leben in seiner Weg, um Jesus gefallen. Wenn wir sagen, wir sind Jesus Christus nur Feuer, dann müssen wir dann noch kein beweisen, mit wo wir leben. Wenn wir würden sagen, und wir dann der Evangelium mitteilen, dass Gott, wenn er uns raten wird, er merkt eine große Ändernis in uns. Aber wir dann in seiner Weg leben, wird keine Beweis geben, dass Gott in uns geschafft hat. Wir wollen eine andere Person dort dann annehmen, dass eine Gottes Kraft hinter der Evangelium ist. So, wir wollen das dann, wir sollen das dann ernst nehmen, um für Jesus zu leben. Dass dort, was wir sein, dort stimmt, mit wo wir leben. Gleich, was Paulus in 1. Korinther, Kapitel 11, die erste Vers sagt, er sagt, nehmt mich zum ein Beispiel. So als in Christus zum Beispiel nehmen. Paulus sagt hier, dass wir sollen uns Beispiel nehmen von ihm. Wegen er ist ein Beispiel von Christus. So, wenn wir das Evangelium mitteilen mit anderen, sind wir dann die Beispiel für was das Evangelium von reden wird. Wenn wir sagen, dass Jesus will uns vergeben, kann wir persönlich reden von was Gott getan hat in uns oder wie vergeben sind? Wenn wir sagen, der Evangelium ist nur recht, dass wir die Frieden haben mit Jesus Christus, haben wir Frieden mit Jesus Christus? Und wenn wir sagen, dass Gott das und hat anderen, wenn ein Mensch sich bekehren wird und wahre geboren ist, haben wir die wahre Geburt und dass wir dort bewiesen, dass Gott in einem Mensch schaffen wird. So es ist sehr wichtig, dass wir das bewiesen haben, dass wir stimmen dann mit dem Evangelium. Ein Ding, was wichtig ist dann, ist, dass wir dann Gott vertrauen, dass er an der Arbeit ist. Er ist der, was schaffen wird. Er ist der, was Menschen raten wird. Das sind nicht wir, wer dort tun. Das ist nicht Prediger, was ein Armer tut. Das ist Gott, was die Arbeit tut. Er ist der, was ein Weg merken wird. Er ist der, was ein Mensch rauben wird. Und er ist der, was uns die wahre Geburt geben wird. So wenn wir dann dort vertrauen, dass Gott wird nehmen, was wir tun. Und Frucht bringen von dort. Das hängt nicht, dass wir einmal das perfekt tun, das hängt sich an Gott und der Arbeit ist. Und er ist der, was Menschen raten wird. Und dann, wir sollen gnädig sein und leibtüchtig sein, wo wir von Sinn reden. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir alle verstehen, dass wir verlorene Menschen sind. Wir sind Sünder, uns fehlt ein Radar. Das ist, woran wir das Evangelium predigen. Das ist, woran wir von Jesus reden. Aber so sagen in der ersten Session von Reden, unser Evangelium ist der Gott nur recht, dass Jesus ist gekommen, uns zu raten von unseren Sünden. Das ist nicht der Nurrecht von unseren Sünden. Und wenn wir dann so reden von Sünden, werden wir in so einer Weise tun, was leibtüchtig ist, was abnehmend ist. Wir können nicht mehr tun, wo ein Mensch sich feiern wird über seine inneren Sinn. Wir können nicht mehr tun, was Gott in der Person tut. Was wir können tun, ist, wir können abpassen, wo wir von Sinn reden. 1. Petrus, Kapitel 3, der 15. Vers sagt, aber heilig Gott dem Herrn in jen Hort. Sieht einmal mit ein Antwort reit, für die ein Grund fördern, für die Hoffnung, die je haben. Bloß dort leibtüchtig und respektvoll. Wir sollen leibtüchtig sein und wir sollen Respekt haben für Menschen. Und ein Ding, was wichtig ist, wenn wir
Jezus met damit ordnen, als wir sollen Menschen annehmen, zoals sie sind. Wir weten, dass wir sind nicht vollkommen. Wir weten, wie wir Jesus Christus nur vor ihr sind. Wir weten, dass Gott erst noch eine Arbeit in uns. Und wir sollen sein, wo Jesus uns annehmen wird. Wann wir auch Sünder werden, sagt es in Römer Kapitel 5, der 8. Vers. Dort wir wann Jesus uns annehmen wird. Wir müssen nicht warten, dass wir besser unser Leben unter Kontrolle haben. Wir müssen nicht warten, dass wir weniger singen werden. Da wir Jesus Christus sagt uns ut, er nimmt uns an, so wie wir werden. Und dann, wann wir wiedergeboren werden, dort ist, wann er die Arbeit anfangen wird, dort wir Dollar Jesus Christus legen tun. So, wenn wir da nicht so eine Menschen sind, wird uns wegholen dann für so eine Menschen, die in Trouble sind. Ja, das vielleicht selbst belebt. Ich kann das fertig sein. Dass, wenn ein Menschen sein eng ist, wenn sein Leben zwei ist, wenn sein Leben ohne Hoffnung ist, wenn er deipende Sinn ist, dort ist fertig, wenn Gott seine geradste Arbeit tut. Und dort fehlt dann, dass wir, Jesus seine Kinder sind, dass wir seine Hängen feit sind, um die Person nach Jesus zu bringen. Und dann ein wichtiger Punkt ist, dass wir sollen von Jesus reden, nicht bloß von der Kirche. So ist es sagen, der Evangelium ist nicht die Gute Nachricht von der Kirche, der Evangelium ist die Gute Nachricht von Christus. Wenn es auch sehr gut ist, dass wir zu einer guten Kirche gehören. Wir dürfen nicht eine gute Kirche predigen, wir dürfen ein guter Heiland predigen. Hij ist der, was wir verhandeln zu anderen Personen. Hij ist der, was raten wird. Die Kirche wird nicht Menschen raten, Jesus ist unser Rater. So, wenn wir dann mitnehmen, wir dürfen nicht Menschen kriegen, um eine besondere Kirche fahren, eine verschiedene Kirche fahren. Wir dürfen Menschen raten, dass sie Jesus Christus annehmen dürfen. Das ist dann auch wichtig, dass wir brücken dürfen, was zu verstehen sind, zu dem, was horchen dürfen. Die meint dann, das sind vielleicht wir, was wir utloten dürfen. Wir wohnen in einer Welt, wir wohnen in einem Land, wo weniger und weniger Menschen von Jesus Christus kennen. Das sind weniger Menschen, die die Bibel verstehen. Das sind weniger Menschen, die ein Verständnis haben, was Gott seine Willen ist für Menschen. So, wenn wir das erklären, dann werden wir das dann in so einer Weise, was geht zu verstehen, von dem, was horchen dürfen. Und dann, wenn ein Mensch, wenn eine Person reit ist, um Jesus Christus annehmen, werden wir dort in Denken haben, dass Gott ist der, was ein Mensch raten wird. Wir brauchen nicht schieben, wir brauchen nicht probieren, einen Menschen seinen Arm zu drehen, sondern er matten da. Wir brauchen nicht Menschen bematten. Aber wenn wir ein Vertrauen haben, dass Gott, wer an der Arbeit ist, wird die Arbeit vollbracht bringen. So, wir brauchen nicht einen Mensch schieben, dass sie matten beten, um Jesus Christus annehmen. Weil wir ändert lassen tun, wenn sie reit sind. Und dann, wenn ein Mensch reit ist zum Beten, werden wir ändert beten, mit der die ihnen wird. Werden wir nicht bloß sein, dass die wird nur beten, was ich sein darf, aber werden wir ein Mensch Raum lassen haben, von seinem inneren Hort beten. So dass Leute, wenn die Zweifel sind, die Person kann zurückkicken und zu sich selbst sein. Ich will die, was glauben dein, ich will die, was beten dein, ich will die, was von Hort glauben dein. So dort, sie können sich sicher sein, dort sei Jesus annehmen dein. Ich glaube, der letzte Punkt ist, dort, wenn wir die Evangelium mitnehmen, dort ist nicht in eng, wenn sie die Evangelium annehmen dann. So ist es sein, dass Gott raubt uns an zum Jünger merken. Und Jünger merken meint nicht, dass wenn eine Person für die erste Mal Jesus Christus annehmen wird, dass dann dort vor dich ist. Wir sollen Jesus Christus annehmen, so als Heiland, und dann sollen wir am nachfolgen, dass er uns Herrn ist. So wenn wir die, was Jesus annehmen, dann wiesen, wo sie können wachsen und glauben. Dass wir in unseren Städten tun. Dass wir mit entgehen tun, dass sie können wachsen und glauben. So das sind ein paar Punkte, die gleich wichtig sind, wenn wir denken an, wo wir können Jesus Christus mitnehmen mit anderen. Vielleicht hast du dann eine Frage für viele von uns, wo kann ich dann die Evangelium mitnehmen? Oder
wat kan ik brücken, dat ik kan de Evangelium erklären, zo'n weg wat je te verstaan. Ik wil van deel voor ons bus een paar weer geven, hoe we kan de Evangelium met delen. Denk maar niet dat dit dus een machine is, wanneer we dit krijg doen, dan wordt het allemaal schaffen. Maar het geeft ons een klein beetje structuur, hoe we onze Verständnis kan ombuien, dat we dat klar uitbrengen kan, wo een mens kan geraad zijn. Eerstlich, we kunnen brücken wat viele Menschen Engels zijn als de Romans Road. We nemen een persoon durch Rijma. Er zijn een paar versen in Rijma wat wertvoll zijn te erklären, wo we kan Jezus annehmen. So in Rijma kapitel 3, 10 en 23 en dan kapitel 5, de 12e vers, zegt, we zijn alle Sünder. En dan in Rijma kapitel 6, 23 zegt dat de straf voor onze zin is de dood. En dan zijn we in Rijma kapitel 5, de 8e vers, dat Jezus is gestorven op een kruis, zodat hij den prijs toont voor onze zin. En dan zijn we in Rijma kapitel 10, 8 tot 13, wo we kan Jezus annehmen durch Glauben. En dan Rijma kapitel 10, de 17e vers, leert ons wo we in ons Glauben wachsen kan, nur dat we bekeerd zijn, durch de Bibel studieren. Zodat als durch Rijma dat we een mens kan wijzen, wo zij geraad kan zijn. De tweede is durch wat Johannes geschreven heeft in de Bibel. So durch 1. Johannes kapitel 5, de 13e vers, gaan we mensen wijzen dat we kan dat, we zullen dat weten dat we de eeuwig leven hebben. En dan kan we dat zijn, wo we geraad kan zijn, durch Johannes kapitel 20, de 31e vers. We zijn dat Jezus is gekomen om ons te raden. En dan in Johannes kapitel 14, de 6e vers, zei we dat Jezus is de einzige weg, waardoor we de raden krijgen kan. En dan Johannes kapitel 3 tot 7, zei we, wo we wedergeboren kan zijn, durch Glauben in Jezus Christus. En dan Johannes kapitel 3, de 13e vers, zegt, we worden wedergeboren, wanneer we geloven. En dan Johannes kapitel 3, 6 tot 8, wijst ons dat we worden wedergeboren, wanneer we Jezus annehmen. En dan Johannes kapitel 5, de 24e vers, zegt dat jede persoon wat Jezus aangenomen heeft, is van den eersten dood gegaan, tot den eersten leven gegaan. We zijn in dat eeuwig leven, wanneer we Jezus Christus aangenomen hebben. En dan een weg is der Hebreeën gaan. Ik weet, ik ga de positief, maar hier zijn een paar meer versen. In Hebreeën kapitel 9, de 22e vers, zegt dat bloed, dat veel aan bloed, dat zin kan vergeefd worden. En dan Hebreeën kapitel 10, de 10e vers, leert ons dat Jezus als die wat zijn bloed uitgegoten heeft, om onze zinnen betoont, dat hij kan onze zinnen vergeven. En dan Hebreeën kapitel 11, de 6e vers, zegt, we zijn vergeefd durch Glauben in Jezus Christus. En dan Hebreeën kapitel 10, de 17e en 18e vers, zegt, dat als durch wat Jezus Christus op een kruis heeft gedaan, dat onze zinnen zijn voor eeuwigheid wahrgenomen en we zijn zeker in Jezus Christus. So dat zijn een paar wegen. Er zijn veel meer versen wat we kunnen gebruiken, maar dat zijn een paar simpele wegen. Dan zijn er vielleicht twee andere wegen waar we kan Jezus Christus metdelen. Andere weg is door 3 Punkte erklären. Eerstlich, we moeten bekennen dat we Sünder zijn. Zo'n persoon moet het klar kan zijn dat een raad fehlt en dat Jezus gekomen is om am raden. Dan moet een persoon Jezus aannemen. We moeten geloven en we moeten vertrouwen dat God Jezus Christus heeft geschickt, ons heiland te zijn. En dat door Jezus Christus kan we raad zijn. En dan zal we beten en Jezus Christus aannemen, zoals ons heiland en Herrn. Maar ik geloof, de grootste weg waar we kan de Evangelium metdelen, is te mensen dat zijn wat God ons gedaan heeft. Dat wat God in die leven heeft gedaan, kan keiner die weg nemen. Keiner kan zijn, dat is niet van zo, dat heeft niet passiert. Du weißt, wat heeft passiert en du bist de zeugnis van wat God doen kan. So wanneer du in een levenszeugnis metdelen, dat is met anderen.
Du kannst ernst sein, wo du über die Stadt kommen deits, wo du seinen deits, die selbst an seinen deits, dort die in Helland fehlen deiten. Die fehlt in Rada. Dann kannst du ein Klima sein und reden von, wo wieder dort Jesus Christus klar wird zu dir. Wo wir die Plan für die Rettung klar geworden zu dir. Und dann Klima Metdeelen, was deitst du zum Jesus Christus annehmen? Und ich glaube, das letzte Part, was sehr wichtig ist. Was hat Jesus Christus in dir geändert? So dass du dort weiten lässt, dass Jesus Christus dir Rat hat und du dort ewig Leben hast. Wenn wir an das denken, dann, ich weiß, es sind viele Dinge, was hier noch kann immer gesagt werden, aber ich will von dir uns ermutigen. Das Evangelium Metdeelen ist nicht bloß der Prediger seine Arbeit. Dort ist nicht bloß seine Abkauf. Wie wir Christen sind, wie wir Jesus angenommen haben, wir sind alle verantwortlich, zum Jesus Christus Metdeelen. Und wenn du dann in Angst hast, dass wir einen Fehler wollen merken, das ist ein Daut. Wir wollen kart kommen. Aber weißt du, ohne dass wir der Evangelium Metdeelen mit anderen, wollen viele Menschen verloren gehen. Und wenn wir darüber denken, dann, dass wir in anderen, was uns der Evangelium bewiesen haben. Dass wir in anderen, was der Evangelium Metdeelen mit uns. Und nu will Gott haben, dass wir dort wieder drehen. Dass wir mit der ganzen Welt Metdeelen, dass Jesus Christus ist gekommen. Er ist gekommen für Sünder, er ist gekommen, um uns zu retten. Und er ist gekommen, alle Personen, die am annehmen, der ewige Leben schenken. Ich will dir von dir danken, dass du mit mir gegangen bist in dieser Series. Und ich hoffe, diese Series ist wertvoll gewesen, dass ihr haben könnt, dass eine Gruppe kommen oder vielleicht heute persönlich sein. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und einen guten Tag.